Ei Freundinnen a Fren fällt engem Bel schwéier ze soen, déi Scheinen a flotte Kongress ging lo zu en goen. Ich mein, man kann ja auch noch ein bisschen heute zusammen bleiben. Ich hoffe, dass das doch der Fall wird sein. Wir haben heute als Partei zurückgeguckt, ob das, was wir im letzten Jahr geschafft haben. Wir haben auch bei uns selber geguckt, wir haben das Jahr aufgeschlossen. Aber wir haben an Engems, aber wir haben eigentlich mehr Gewicht darauf gelegt, ist ein europäischen Weltkongress hier aufgehört. Und damit eine weitere Etappe an dem ganzen Prozess zurückgelegt, den auf den 7. Juni hinläuft, wo wir alle voller Zuversicht glauben, dass wir ein ganz gutes Resultat werden kriegen. Wir haben heute eine weitere Etappe an dieser Kampagne zurückgelegt, eine Kampagne, die allerdings immer mehr von der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise nachgeiert wird. Kein weiß, wie stark das Land davon getroffen wird. Weil wir wissen alle gut, dass es noch lange nicht drüber ist, aber wir wissen alle gut nicht, wer da bis zukommt. Kein kann sagen, wie das Land aus dieser Krise hervorgehen wird. Wir als RDR so nicht, dass Lützeburg das Krise hat können evitieren. Wir sagen, dass in das Land an all den guten Jahren viel besser hat können und müssen, ob so eine Krise und ob Zukunft allgemein vorbereiten. Ich will 3 Beispiele für das zu unterstreichen. Den Enseignement. Jeder von euch, jeder Mensch da draußen ist d'accord, dass ein möglichst guten Enseignement, eine möglichst gute Formation an Ausbildung von diesen jungen Leuten die beste Garantie für jeden Einzelnen ist, aber auch die beste Garantie für ein Land, für schweren Zeiten, da durchzukommen und dann auch gut durchzustehen. Wer das an den letzten 2-3 Jahrzehnten geschieht. Eine einzige Katastrophe. Wir haben den teuersten Enseignement auf der Welt, am allein an internationalen Ranking enorm weit handeln. Und ich behaupte, dass die jüngsten Reformen, die lo von der Chambre gestimmt sind, wir haben sie nicht mitgestimmt, dass sie nichts bringen werden. Zweites Beispiel, Geldverschwendung hier am Staat. Lützeburg hat 2 Jahrzehnte von einer Prosperität handelt sich, die es nie an seiner Geschichte kannt wird. Geld ohne Limit praktisch zur Verfügung mit kleinen Abbrech, mir am großen Ganzen so viel Geld zur Verfügung, dass man die Zukunft von dem Land hier exzellent hätte können präparieren und dass man Lohn nicht brechen darüber zu lamentieren, was nach alles muss gemerkt gehen, für dass man überhaupt an den Zustand von der Normalität können kommen. Es sind Luxusbauten gebaut gehen, drop an der Wieder viel zu teuer, weil überall Pannen geschieht sind, die Wiesen endlos überschritten gehen. Es wird gebaut ohne Konzept. Die neuesten Geschichte, die lo an die Welt gesagt wird, dass den ominösen Tram, der schrecklich viel Geld wert kosten, wann ich immer denke, soll realisiert, gehen wir gelesen nicht tun. Aber den eigentlichen Problem, den wir haben, nicht lesen wird. Eine bessere Kontrolle von den Depensen beim Staat. Die armselige Affäre von dem Ego, dass die elektronische Kärtchen für können am Bus oder am Zug zu fahren, die soll 3 Millionen Euro kosten, wäre schon zu viel gewesen. Die global 20 Millionen Euro kosten, dann kann er nicht damit aufhängen. Können den endlos Beispiele abzählen. Drittes Beispiel, die Reform administrativ. Die Regierung hat einen extra Staatssekretär, der sonst nichts machen. Das ist gut nicht geschieht. Die jetzige Regierung hat nicht mehr davon geschwärzt, dass gut nicht geschieht. Lo, wo die Krise da ist, lo, wo jeder sagt, lo muss aber etwas geschehen, lo kommen so Banken mal im ganzen Katalog, wird alles lo sehr ging gemerkt. Muss ich froh, mehr, wofür haben sie dann nicht fördern, wofür haben sie nicht zur Zeit gemerkt. Also sind sie überhaupt kapabel, für
zu machen. Die Freundinnen und Freunde, ich will den Kongress nicht aufschließen, ohne auf den Punkt zu schwätzen zu kommen, den die letzte Zeit viel Frohen draußen abgeworfen wird. Das der DDR als Partei an ihrer Relation zum öffentlichen Dienst hier im Land. Es sind viele Fragen gestellt in der letzten Zeit, nur einer Pressekonferenz, wo mir ist Relation zur Fonction publique an das richtig Licht gestaltet haben. Und ich meine, es wäre auch auf so einem Kongress wie dem Haien, wo wir zurückgucken, ob das letzte Jahr als Partei erfordert, dass von der Parteileitung ein deutliches Wort dazu gesagt wird. Ich will nicht sagen, dass der Konsens an der ganzen Parteileitung darüber besteht, dass es notwendig ist, die Relation als Partei mit der Fonction publique zu normalisieren. Das ist eine wichtige Etappe an dem langen Entwicklungsprozess, den die Partei durchgemacht hat, von 24 Jahren einem Aktionskomitee, den sich für die Verbesserung von der Renten am Privatsektor angesagt hat, hin zu einer Partei, die heute als vollwertige Partei durchsteht, man Anspruch für heute Lützeburg eine allumfassende Politik zu machen. Es sind zwei Punkte dabei, die sicher für ein bisschen Irritation gesorgt haben, und dafür will ich die auch mal ein paar Wörter explizieren. Das eine ist das von der Pensionskäse am öffentlichen Dienst. Da gibt es Leute, die so, muss die sich dann nur noch darüber bekümmern. Ich will just sagen, dass es nicht Neues ist. Und dass es absolut auf dieser Linie liegt, wo wir immer verlangt haben, dass die zwei Regime sollen mir nur bei ihnen kommen. Das von am Privatsektor, der Moment, wir an noch über lange Zeit keine Sorge brauchen zu machen. IVA ist Pensionen, wir sind nicht von den wenigen Ländern, wo das der Fall ist, können wir uns felicitieren, dass wir so viele Reserven haben, dass es über lange Zeit durchgeht, für die Pensionen auf diesem Niveau auszubezahlen. Und ich meine, ihr wisst, was das ist, dass sogar, wenn keine Kotisation mehr bezahlt ging, dass wir bald 4 Jahre lang Pensionen könnten ausbezahlen. Das ist begrüßenswert. Müssen wir uns dann nur solche machen Pensionen von öffentlichen Dienst? Nein, es gehört dazu, zur Kohärenz von diesem System, und dafür haben wir es schon immer verlangt, dass auch da soll ein Pensionskiste kommen, dass da soll eine Reserve geschaffen gehen, dass das System soll sein, den sich selber dreht, den auch den öffentlichen, den Leuten der öffentlichen Funktion eine Garantie gibt, dass hier Pensionen können bezahlt gehen, weil losen sie total vom Staatsbudget aufhängig, und das ist auch keine nachhaltige Politik. Das Zweite ist, das Wort Gehälterreform, was natürlich ein ganz paar die Leute da draußen auch sicher irritiert hat. Wir wollen ganz deutlich sagen, dass das nicht automatisch heißt Gehältererhöhung. Mir das gewusst, dass die ganze Struktur am öffentlichen Dienst schon ganz lang besteht, dass punktuell hier und da Sachen geschieht sind für die Last. Wisst ihr, dass das Lehrpersonal am Primär- oder an der Grundschule, wie es in Zukunft heißt, relativ viel beigesetzt kriegt, das von vielen Seiten, von allen Seiten kritisiert wird, dass den so etwas nicht mischt, dass den nicht punktuell unhilfe geht und dann automatisch rum auf der anderen Seite eine Lawinenlast trüppelt. Da dehnt sich, und das haben die anderen Parteien auch gesagt, das Zeit, dass den das ganz denke guckt. Und dass den nicht guckt an der Karriere selber, und dass den doch guckt per rapport zu dem, was da draußen ist. Und wir wissen ja nicht, wie das Land an 6 Monaten, an 12 Monaten, an 18 Monaten durchsteht.